Halli, hallo, da ist der Simoti mit der nächsten Episode von Witcher 3 Wild Hunt. Und nachdem wir uns letztes Mal mit Triss ihre Quest umgeschlagen haben, geht es so weiter mit Indiz nach vom Verbleib von Ciri, da man ja da etwas finden könnte. Gehen wir zu der Träumerin. Kommst du zufällig vorbei, Wanderer, oder suchst du was Bestimmtes? Wer will das wissen? Rudolf de Jonker. Von den de Jonkers. Ja, meine Ahnen haben das Fundament dieser Stadt gelegt. Jetzt besitze ich die größte Bank hier. Ich brauchte keine Empfehlung. Der Name hätte gereicht. Vater sagte immer, alle sollen deine Vorzüge sehen, Sohn. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Ich suche nach Corinne Tilly. Dann bist du hier richtig. Corinne ist drinnen, seit ein paar Tagen schon. Träumt von der Geschichte des Hauses. So stehst du hier. Ja, du mich gefragt, oder? Was macht er überhaupt da? Willst du nicht selber sehen, was drinnen vor sich geht? Ich bin Bankier. Geisterhäuser ängstigen mich. Weißt du nicht, dass so etwas Gift für den Immobilienpreis ist? Außerdem wollte Corinne nicht gestört werden. Warum interessiert dich die Geschichte des Hauses? Bist du Historiker oder ist es Liebhaberei? Ich habe das Anwesen vor kurzem gekauft und nicht billig, wie ich hinzufügen darf. Dann bemerkte ich Störungen. Ich habe den Verdacht, dass es hier spukt. Welche Anzeichen gibt es? Oh, verschiedene. Gekicher nachts, Möbel, die sich auf dem Dachboden bewegen. Und letzte Woche, nicht zu glauben, aber da fand ich menschliche Fäkalien im Flur. Komisch. Ich würde gerne reinkommen und mich umsehen. Eigentlich lasse ich keine Fremden bei mir rumstöbern. Aber die beiden Schwerter, du bist ein Hexer. Dich lasse ich rein, Marotte von mir. Gut, In Wahrheit danke. sind wir schon von den Schwarzen abhängig, wirtschaftlich. Ja, dann tun wir doch da anfangen ein bisschen untersuchen und natürlich stibitzen wir alles, was man da findet. Ja, aber ich muss auch ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel stibitze. Ich glaube, wir nähern uns immer weiter unserer Gewichtslimite von 60. Was auch immer für Einheiten das sind. Ja, haben wir alles, glaube ich, geholt. Halt! Geh weg! Tu das nicht! Lass das! Es läuft! Was macht ihr da oben? Wach auf, es ist nur ein Traum. Wach auf. Okay, nicht so ein normaler Traum. He? Die Puppe. Der Dachboden. Okay. Wenn du Na das schön. sagst. Mal auf dem Dachboden Was? nachsehen. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Die nicht ohne etwas mehr angefangen. Oh mein Gott, das Spiel ist ein Amix. Halt! Geh Überrascht es weg! mich schon. Tu das nicht! Lass das! Ja, chill. Hilfst dir bald. So. Dachboden, wie kommt der Dachboden? Ah, da hat es die Türe. Oh, die Leiter benutzen wir noch. Steigen wir empor. So. Kinderlachen. Das Ding hat wie ein Gottling ausgesehen, wie der, wo wir Man im kommt nicht in Buckelsumpf... den nächsten Raum. Wie der, wo wir im Buckelsumpf vorgefunden haben. Der Hansi. So viel Zeug.
Was ist das? Ah, okay. Dann muss ich das Kinderbett finden. Gut. Das kann ich Schnetzli-Jäckli haben. Seltsam. Gucken wir mal. Eine Puppe. Auf dem Bild liegt sie in einer Wiege. Vielleicht sollte ich eine suchen. Haben wir alles. So. Gut, jetzt gehen wir ab und suchen. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Suchen wir Räumchen, wo es das Kinderbett hat. Aha, da hat es auch das Räumchen. Natürlich hat es das Kinderbett, gut. Noch ein Meisterwerk. Ein Ofen, ein verrußter Rost. Hurra, ein Rätsel. Ich sollte wohl einen Ofen suchen. Ja, ja. Halt, geh weg. Geralt liebt seinen Job, das merkt man, das ist Enthusiasmus. Mal einen Ofen jetzt in der Augen haben. Ja, genau. Da haben wir doch den Ofen gefunden. Hab ich dich erschreckt? Stimmt's? Du warst erschrocken. Ein großer, tapferer Mann hatte Angst vor der kleinen Sarah. Ist das dufte? Ich würde das nicht machen, Sarah. Vielleicht erschreckst du mal jemanden derart, dass er dir was antut. Warum sollte mir jemand was antun? Darf man sich nicht mehr amüsieren? Was spielst du denn? Die Frau ist eingeschlafen. Und ich habe ihr ein paar fürchterliche Träume geschickt. Ich weck sie auch nicht. Das könnte ich. Lustig, nicht? Sehr lustig. Aber ich muss mit der Träumerin reden. Lass sie doch bitte aufwachen. Klein Sarah will nicht, dass sie aufwacht. Klein Sarah will spielen. Sarah, vor allem jetzt in dieser heutigen Zeit kannst du nicht so einen Scheiß abziehen. Ich weiß, dass du ein harmloser Göttling bist. Aber andere wissen das vielleicht nicht. Und dann... Woher willst du wissen, dass ich ein Göttling bin? Woher, Wenn jemand so aussieht und sich so benimmt, glaub mir, du bist einer. Du verschaffst der Träumerin Albträume und lässt sie nicht aufwachen. Warum quälst du sie? Ich quäle niemanden. Albträume sind toll. Vor allem, wenn das große Huhn mich jagt. Es hat so rote... Warum lebst du in einem Geisterhaus? Ich verrate dir ein Geheimnis. Es spukt hier überhaupt nicht. Ich tue nur so, damit das alle denken. Das Haus stand so leer rum. Da bin ich eingezogen. Dann hat's der Großkotz von der Bank gekauft. Ich mag Bankiers nicht. Erst recht nicht als Mitbewohner. Also habe ich ihn erschreckt. Du hast ihn wirklich arg erschreckt. Sieh mal, er hat so viel bezahlt für das Haus. Da gibt er nicht einfach auf. Du musst dir was anderes suchen. Will ich aber nicht. Will nicht, will nicht. Ja, rauswerfen tue ich sie nicht, sicher nicht. Vor allem jetzt nicht in dem Klima, wo in Novigrad herrscht. Verbrennen sie gerade. Sarah, Novigrad ist kein Ort für einen Göttling. Aber wenn du hier leben willst, bitte, lass uns eine Abmachung treffen. Eine Abmachung? Lass die Träumerin in Ruhe. Und ich sag dem Bankier, dass man das Haus nicht von seinem Fluch befreien kann. Das würdest du ihm sagen? Und wenn er dir nicht glaubt? Ich bin ein Hexer. Er wird mir glauben. Ja. Ich verspreche dir auch, dass ich deine Freundin ganz und gar in Ruhe lasse. Du bist schrecklich nett, weißt du das? Das höre ich nicht oft. Danke. Dann weck die Schlafmütze auf. Ich mach nichts. Sie wird aufstehen. Gut, Guten Tag. geh weg, Sarah, für das Zeug. Aber deine gelben Augen sind schon ein bisschen unheimlich. Ja, Guck, die meine nicht. sind hübsch. Sicher. Ah, da ist ein Durchgang. Ah, nicht. Wieso kann ich nicht angreifen? Ah, jetzt. Was ist das denn?
Mehr Zeug. Gut. Was ist jetzt hier? Hä, was ist das für ein Durchgang? Aha, okay. Einfach mehr Loot-Zeug. Für uns. Ich nehme mal so wie eine Belohnung. Gut, dann haben wir das Zeug geholt. Jetzt gehen wir zu der Träumerin und wecken sie auf und erfahren hoffentlich mehr zur Serie. Rauf, rauf, rauf. Ah, ist schon wach. Wer bist du? Triss Merigold schickt mich. Götter, grässliche Albträume. Ich sollte die Geschichte des Hauses träumen, aber stattdessen sah ich hungrige Möbel, die mich fressen wollten. Ich weiß, es hört sich albern an, aber der Traum, er war viel zu real und gar nicht komisch. Das war ein Göttling. Sie wollte allen weismachen, dass es in diesem Haus spukt. Sie hat auch deine Träume mit ihren Scherzen garniert. Und du konntest mich wecken? Ach, welch ein Glück. Wir Hexer haben unsere Methoden. Ich danke dir vielmals. Diese Träume waren fürchterlich. Kann ich mich revanchieren? Kannst du. Ich suche nach einer jungen Frau, die in Novigrad gesehen wurde. Vielleicht kann ich dir helfen. Aber zuerst muss ich den Kopf frei bekommen. Der ist nach diesen absurden Träumen wie voller Spinnenweben. Triff mich im Goldenen Stör. Da habe ich ein Zimmer. Gut. Wir sehen uns dort. Gut, machen wir doch. Jetzt gehen wir raus zum Goldenen Stör. Ah ja, da muss man auch noch was zu zapfen haben. Ich sah Fräulein Corinne gehen, aber sie wollte nicht mit mir sprechen. Ist das Problem gelöst oder ist das Gegenteil der Fall? Weißt du, ich liebe, dass die Option ist, das Arschloch zu sein. Eigentlich beides. Ein Dämon hatte sich Corinnes bemächtigt. Ich konnte sie befreien, aber im Haus spukt es noch immer. Hat sie die Geschichte des Hauses geträumt? Ja, recht scheußlich offenbar. Sie wollte gar nicht drüber reden. Hier sollte niemand wohnen. All die Kronen, die ich bezahlt habe? Naja, ich lande schon nicht im Armenhaus. Ja, du bist ja der Bankier, wo alle Banks da, alle Banken in Novigrad besitzt nicht, also von dem. Hier ist jetzt nicht zu viel schade. Hilfe! Gut, jetzt gehen wir doch zu der Corinne im Goldenen Stör. Zu weit weg ist es auch nicht. Hast du zuletzt bei was soll ich jetzt machen? Ah, da ist Quest, ja. Alter vor Schönheit. Kannst du uns mal helfen, Meister? Wir haben zu wenig Geld für die nächste Runde. Wir sind nämlich Kollegen, weißt du? Hexer, nicht? Wir sind Metzger. Du schlachtest, wir schlachten. Nur verdienen Hexer besser. Ganze Dörfer werfen zusammen. Hohe Herren öffnen die Börsen. Hohe Damen die Schenkel. Da war ich wohl in den falschen Dörfern und hatte mit den falschen hohen Damen und Herren zu tun. Los, lass uns nicht betteln. Wozu ist ein Hexer denn eigentlich gut? Doch dazu, Leuten in der Not zu helfen. Oh, wir hätten nochmal wieder da Axi als Option. Ihr Jungs seht müde aus. Ihr geht besser nach Hause. Tja, seit wann trinken wir denn jetzt? Seit 2 Tagen. Wohlgesprochen, Meister. Wir gehen nach Hause. Yeah. Ja, hätten wir jetzt so eine Axi-Option nicht gehabt, hätten wir so what the fuck? Er schrippt wie nichts, hä? Ey, was trainierst du? In welchem Gym? What the fuck? Sie an, der Herr mit den lustigen Hosen. Au!
Ja, da sind wir. Hier Der träume Corinne. So eine Seance wie diese habe ich noch nie gesehen, geschweige denn an einer teilgenommen. ich. Ich werde dich leiten. Zuerst müssen wir mentalen Einklang finden. Ich stelle dir Fragen, du beantwortest sie. Es ist wichtig, dass du die Wahrheit sprichst. Suche die Antwort in deinem Herzen. Ja. Was ist das? Deine Gabe, wie funktioniert sie? Schwer zu sagen. Zuerst muss ich das Band zwischen der Person und dem Objekt verstehen, von dem ich träume. Ich stelle Fragen und versuche, Emotionen hervorzubringen. Obwohl mir die meisten Leute die Wahrheit sagen, gibt es immer noch welche, die nicht offen über bestimmte Dinge sprechen möchten. Manche Dinge nehmen sie gar nicht wahr, was die Sache noch verkompliziert. Was siehst du in deinen Träumen? Ich? Nichts. Es ist mein Kunde, der träumt. Meine Gabe besteht darin, die richtigen Träume herbeizurufen. Manchmal verschwimmen Albträume oder starkes Verlangen mit tatsächlichen Ereignissen. Dann muss ich die Spreu vom Weizen trennen. Gut, machen wir doch. Fangen wir an. Erzähl mir zum Start, was du mit diesem Mädchen verbindest. Wozu? Bitte mach es einfach. Ich brauche die stärkste, vollständigste Erinnerung, die du hast von... Ciri. Der Name dieses Mädchens ist Ciri. Ich glaube, du kannst alle Optionen Ding machen. Also da tun wir doch nach der Reihe alle anschauen. Ich erledigte einst einen Auftrag, sollte meine Belohnung wählen und wählte das Gesetz der Überraschung. Hätte nie gedacht, dass ich das mir damals versprochene Kind treffen würde. Jahre später war ich im Brokilon-Wald. Dort traf ich zufällig ein Mädchen. Ich kannte sie nicht. Die Dryaden wollten sie behalten. Sie sollte eine der ihren werden. Aber das Wasser des Brokilon hat bei ihr nicht gewirkt. Ciri hat den Brokilon mit mir verlassen. Ich habe sie zurück zu ihrer Großmutter geschickt. Aber ich fühlte mich schon mit ihr verbunden. Durch das Schicksal? Durch etwas Stärkeres. Danke. Möchtest du noch eine Erinnerung mit mir teilen? Jo, sicher mit dir. Ja. Keine Eile. Wir haben Zeit. Mal kurz zu dem Gesetz von der Überraschung. Das ist ja so eine Methode von der Witcher, von den Hexer gewesen, oder immer noch, um ihren Kunden, die nicht unbedingt zahlen können, eine Option darzubieten, dass was sie vorfinden, wenn sie heimkommen, dass das ihnen, also das, was sie überrascht in dem Sinn, dass es einem Hexer gehören wird. Und das ist, glaube ich, so in der Welt von Hexern ist das auch so ein bisschen ein magischer Bund wird dort aufgesetzt, dass sie halt vom Schicksal wirklich zusammengehören, das Objekt oder was auch immer, was vorgefunden wird. Und im Fall von Ciri ist es ja, dass der, glaube Emir ist es, wo der Hexer von einem Fluch befreit, wenn er halt heimkommt, seine Frau schwanger vorfindet. Und somit ist Geralt mit Ciri vom Schicksal her verbunden. Gut, gehen wir da weiter zum nächsten. Ciri wurde während des Zweiten Krieges mit Nilfgaard zur Waise. Ich wusste nichts mit einem so kleinen Mädchen anzufangen. Also tat ich das, was ich mit einem Jungen tun würde. Ich brachte sie nach Kaer Morhen. Etwas Ausdauer, Kraft und Schwertkampftraining würde ihr schon nicht schaden. Ich weiß noch, wie sie auf einer bröckeligen Mauer stand. Ein Stein löste sich, sie verlor den Halt. Ich konnte sie gerade noch auffangen. Meine stärkste Erinnerung ist aber diese. Eines Tages kam sie aus ihrem Zimmer. Sie trug ein Kleid und sagte, sie fühle sich unwohl. Da wusste ich, dass Ciri erwachsen wurde. Es war unvermeidbar. Ich konnte gar nichts dagegen tun. Verstehe. Willst du mir noch mehr sagen? Ja. Ja, ich glaube schon. Dann bin ich ganz Ohr. Das war nach ihrer Ausbildung in Kaer Morhen, nachdem Yennefer sie das erste Mal ihre Tochter nannte. Wir wurden getrennt. Ich wusste, dass sie in Gefahr schwebte. Ich habe oft von ihr geträumt. Ich fand sie im Schloss Stigger.
Sie wollte dort Yen befreien und wurde dabei gefangen genommen. Sie wollten ihr wehtun. Ich erinnere mich, wie ich Seite an Seite mit Ciri kämpfte, auf Stufen, die vom Blut rutschig waren. Dort wehrte sie zum ersten Mal einen Armbrustbolzen mit ihrem Schwert ab. Ich sagte ihr, mach das nie wieder. Diese Erinnerungen sind intensiv. Willst du weitermachen? Jo, weitermachen würde ich sicher. Ich habe noch mehr zu sagen. Dann bitte. Die meisten von den Events kann man in den Büchern vorfinden. Ich glaube, das mit dem, wo Ciri verschwindet, ist mit dem Schwalbenturm gewesen. Dort soll sie ja halt zu einer Magierin ausgebildet werden. Und irgendwas passiert und Ciri muss flüchten und sie geht durch ein komisches Portal durch, und das sie irgendwie weit weg hinseppt. Und dann ist sie allein auf sich gestellt. Ja, für eine Weile sehen sie nicht mehr, bis sie halt wieder dort am Schloss zueinander treffen. Was auch interessant ist, in diesen Geschichten, in den Büchern hat es neben, wie hat die geheißen? Rittersporn, genau, neben Rittersporn hat es nochmal einen Charakter, der eigentlich eine wichtige Rolle spielt, so ein Vampir. Den Namen habe ich vergessen. Der kommt aber in den Addons vor, Blood and Wine. Den werden wir hoffentlich auch noch sehen, während unserem Spielverlauf hier. Es war ein Riva. Der zweite Krieg mit Nilfgaard war gerade zu Ende gegangen. Trotzdem gab es noch Spannungen. Aus irgendwelchen Gründen brachen Rassenunruhen aus. Ich habe alles versucht, aber diese wütende Meute konnte ich nicht aufhalten. Da war dieser Junge mit einer Mistgabel. Rammte sie direkt in meinen Bauch. Auch Yennefer lag im Sterben. Ciri hatte uns auf ein Boot geschleppt. Wir fuhren an einen Ort, wo Apfelbäume ewig blühen. Sie ließ uns dort zurück. Dort sah ich sie das letzte Mal. Du sagtest, dass das Mädchen Fähigkeiten hat. Erzähl mir davon. Genau, weil der Teil, wo Ciri sie auf dieser Insel zurücklässt, Geralt und der Yennefer, der Teil ist eigentlich der Punkt, wo die Bücher enden und wo eigentlich das Spiel anfängt. Insofern, dass nachdem sie auf der Insel zurückgelassen werden sie ja von der wilden Jagd, glaube ich, wird Yennefer entführt. Dann geht Geralt ihnen nach, dort sogar mit den Hexern aus Nilfgaard, von dort kennt sich eben. Mit den Hexern von Nilfgaard tun sie sich auf die Jagd machen, nach der wilden Jagd. Und wo sie findet, die wilde Jagd, halt, sagt Geralt, tun mich anstatt ihr nehmen. Was sie auch machen, und das ist der Punkt, wo Geralt das Gedächtnis verliert. Und halt für eine Weile mit der wilden Jagd reitet. Und irgendwie kann er dann fliehen von der wilden Jagd und landet halt wieder in Kaer Morhen, wo das erste Spiel anfängt. Genau. Sie ist ein Kind vom älteren Blut. Eine Tochter der blutigen Falka? Der Rebellin, die auf dem Scheiterhaufen verbrannte? Der Prophezeiung nach wird der Weltenzerstörer aus dem verfluchten Blut des Unruhestifters wiedergeboren. Reine Legende. Und wann wird eine Legende zur Prophezeiung? Wenn sie Anhänger findet. Kein Wunder, dass du so zögerlich über das Mädchen sprichst. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Ja, ich würde mehr erfahren. Ja, da ist noch etwas. Sie nennen Ciri die Herrin der Zeiten und Welten. Einmal habe ich Yennefer nach dem Grund dafür gefragt. Sie reist zwischen den Welten. Ich kann es nicht gut erklären. Ich habe nicht viel von dem verstanden, was Yen mir erzählt hat. Ich weiß nur, dass noch mehr dahinter steckt als nur die Reise zu anderen Orten. Und dass Ciris Blut sehr, sehr mächtig ist. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Ja. Ja, ich würde alles sagen. Ja, da ist noch etwas. Das ist auch ein interessanter Aspekt. Ich glaube, beim letzten Buch ist das so. Sieht man so in einem Epilog, liest man im Epilog, dass halt Ciri in eine andere Welt reist und dass sie in Avalon auch ankommt, halt in der englischen
Legende von King Arthur, also König Arthur. Ich glaube König Arthur in dieser Welt angelangt und dort trifft sie, glaube ich, ist es Lancelot gewesen? Ich glaube, es war Lancelot gewesen. Und dort reden sie miteinander und so endet das Buch. Ja. Wozu mehr der Reise durch die Welt haben wir auch in dem Game eigentlich gesehen. Was interessant ist. Sie konnten sie nicht richtig kontrollieren. Ja, das weißt du was. Scheiße, das würde ich nicht sagen. Können wir bitte weitermachen? Leg dich neben mich und versuche dich zu entspannen. Du musst meine Hand nehmen und über Ciri reden. Sag mir, wo sie sich aufhalten und wer ihr Begleiter sein könnte. Wenn Ciri mich nicht finden konnte, hat sie bestimmt nach anderen Freunden gesucht. Wen meinst du? Ich würde auch Rittersporn sagen. Weil mit Rittersporn, weil Yennefer und Triss, wo die sind, das kann sich auch schnell ändern, das sind jetzt Zauberer, die können mit Portal umreisen. Und mit Rittersporn hat Ciri eine gute Freundschaft gehabt, das sieht man auch in den Büchern. Also ich nehme mal an, wenn sie nach Novigrad kommt, wird sie mal nach Rittersporn suchen. Rittersporn vielleicht? Sie mochten sich gerne. Oder Yennefer und Triss wäre auch noch Option. Weil sie sieht ja Triss wie eine ältere Schwester und Yennefer wie eine Mutter. Ich habe von einer Schwalbe geträumt. Danach hatte ich nur noch Albträume. Manchmal können Träume sich vervielfachen und die Vergangenheit ebenso zeigen wie die Zukunft. Die Schwalbe ist Ciris Zeichen. Sie hat Rittersporn getroffen. Ich wusste nicht, dass er in der Stadt ist. Der Poet? Ich habe von ihm gehört. Jemand hat ihm das Rosmarin und Thymian vermacht. Die Rosmarin. Das ist ein Thymian. Ja, das ist ein Kneipe. Rosmarin und Thymian? Wo ist das? Wenn du die Stadt durch den Rotlichtbezirk betrittst, kommst du zu einer Brücke. Das Rosmarin ist direkt dahinter. Rotlichtbezirk. Rittersporn hat ein Bordell geerbt. So habe ich das gehört. Danke für deine Hilfe. Viel Glück, Hexer. Ich hoffe, du wirst deine Ciri finden. Ich frage mich schon, ob das mit dem Rotlichtbezirk einfach so ein sprachliches Ding ist. Weil ich meine, zu dieser Zeit. Ich glaube, es wird schon eher anders heißen als Rotlicht. Aber wir haben jetzt mehr zu Ciri erfahren und wir wissen, wo wir ein bisschen mehr Informationen gehen können. Wir müssen nämlich zu der Rosmarin und Thymian gehen. Aber den Teil werden wir in der nächsten Episode machen. Und darum sage ich bis bald und auf Wiedersehen.